Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016 in der F1-Karriere, wo wir ja durch jedes F1-Game durchgehen, wo man eine Fahrerkarriere machen kann. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile schon in Austin, das heisst, nachher kommt noch Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Und dann ist die erste Saison schon mal fertig und dann geht es weiter im F1 2017. Ich freue mich drauf, weil F1 2017 ist dann so ein Game, wo ich sehr gesuchtet habe, war eines meiner Lieblingsgames dazumal. Oder eigentlich bis heute vor allem F1-Games. Dort habe ich ja die Autos noch richtig nice gefunden. Also ich finde es ja heute eigentlich wirklich geil, aber damals war es jetzt so richtig krass gewesen, auch ohne Halo, alles drum und dran. Wir müssen nicht weiter darüber diskutieren. Haben wir schon ein paar Mal ausführlich im Stream gemacht. Also falls du gerne mal willst, in den Stream reinkommen, den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, aber zurück zum Thema. Wir sind hier in F1 2016 und wir sind jetzt in Austin. Ja, ich weiss nicht, wie die Autos hier werden sein zum Fahren. Austin ist eigentlich noch recht schwierig zum Fahren, wenn man eigentlich Autos hat, die nicht so viel Downforce haben. Die 16er Modelle haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Downforce, muss ich sagen. Darum bin ich gespannt, wie es wird. Ja, sonst noch zu Japan ist eigentlich wirklich ein gutes Rennen gewesen. Haben aber natürlich auch wieder viel geschenkt bekommen durch KI, die einfach wieder den Fehler gemacht hat, dass sie Box gegangen sind, obwohl dass sie eigentlich hätten können den Intermediate Stint länger ziehen. Ja. Schade für die, gut für uns. Das setzt uns natürlich weiterhin weiter vor. Wir sind jetzt mittlerweile auf P4 in der ersten Saison auf Fahrerstufe Meister mit Force India vor dem Vettel. Also besser kann es für uns momentan nicht laufen. Wir schauen unseren Teamkollegen, der ist momentan auf P14, immer noch hinter dem Sergio Perez. Und der Perez ist ja seit Ungarn nicht mehr im Auto drin. Also Hülkenberg liefert hier nicht so ab, wie er sollte. Vielleicht ist er dann wegen dem zu Renault übergegangen nach der 16er Saison, wer weiß. Gut, wir würden mal weitermachen. Ich sage, wir gehen jetzt weiter ins Training, beziehungsweise ich gehe ins Training. Wir sehen uns dann wieder im Qualifying. Bis dann, let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Ich reg mich auf. Ich habe voll vergessen zu schauen, wie das Wetter wird. Ich habe nicht gesehen, dass es Full Wet ist. Okay, das Rennen bleibt trocken. Ich habe ein sehr gutes Setup für Qualifying eigentlich gehabt. Und für das Rennen denke ich, wird es auch recht gut sein. Es ist besser gegangen, als ich erwartet habe. Aber dass es jetzt hier wirklich leert, ist ein bisschen scheisse. Allerdings bleibe ich drinnen, weil es geht nachher eigentlich auf Inters. Darum tue ich jetzt einfach die Zeit ablaufen lassen, fahre eine Runde auf Inters und dann ja, mal schauen, wo es uns her verschlägt. So, okay, wir sind auf P1. Ich weiß aber nicht, ob wir wirklich P1 bleiben. Bleiben wir wirklich Pol? Bleiben wir wirklich auf der Pol? Weil es sind ein paar noch rausgefahren, aber ich glaube... Das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf. Alter, ich bin ja hure schnell gewesen. Alonso und Dani Ich bin 1,7 Sekunden schneller gewesen. What the fuck? Wenn es um den großen Preis geht. Weil viele sind eben nicht mehr rausgefahren. Die sind einfach in der mit der Wets eigentlich gefahren, sind drinnen geblieben. Und ein paar sind mit Inters raus. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich so viel schneller bin. Geil. Sehr nice. Let's go. KI und Tragen ist einfach eine hure schlechte Kombination. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Force India startet also von der Pole Position. Und daneben steht Fernando Alonso. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Quert, Palmer, Sebastian Vettel und Hamilton. Massa, Rosberg, Verstappen und Daniel Ricciardo. Button, Hülkenberg, Kimi Räikkönen und Sainz Jr. Nasser, Ericsson, Romain Grosjean und Esteban Gutierrez. Magnussen und Haryanto. Valtteri Bottas und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, okay. Das Wetter ist noch nicht so prickelnd, aber es sollte wirklich nicht regnen. Also man sollte wirklich mit trocken einfach starten können. Wir starten unglaublich von der Pole, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und was ich noch muss erwähnen nebenbei, falls ihr euch fragt, wo der Ocon ist, weil der Rio Haryanto, der ist nur bis kurz vor Spa gefahren, glaube ich. Nachher hat er vom Formel 1 verloren, beziehungsweise ist rausgeschmissen worden.
Dann ist ja der Esteban Ocon reingekommen bei Manor als Ersatzfahrer. Er ist ja dort reingerutscht als Stammfahrer und ist dann nachher zu Force India gekommen. Einfach nur, dass ihr da Bescheid wisst oder euch vielleicht mal fragt, wer überhaupt der Rio Haryanto ist. Gut, wir schauen mal gescheit Strategien. Wir starten ja mit den Softs, das finde ich auch gut. Und dann gehen wir auf die Softs, also Super Softs starten und Softs gehen wir. Ich habe noch das Durcheinander hier. Und wir haben wieder ein bisschen weniger Sprit mit, einfach etwa eine Runde mehr, dass wir noch ein bisschen Fettgemisch fahren am Start. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, hoffen wir auf einen guten Start und natürlich dann auch auf ein gutes Rennen. Let's go! Ja, der Start hat ein bisschen verschlafen. Alonso hat jetzt uns holen auf den ersten paar Meter. Weggemischt mal rein. Wow, jetzt ist aber noch recht langsam. Und let's go! Oh, überschossen ein bisschen. Jetzt bin ich ein bisschen auf dem Curb runtergefahren, weil ich nicht einfach reinziehen und dann nachher eine Kollision verursachen. Sehr gespitzt daher gefahren. Gut, den Gap können schon reinfahren auf Alonso. Aber Alonso hat natürlich nicht so ein starkes Auto. Die schnellen Fahrer sind alle weit hinten. Darum ist es gut für uns. Wir können jetzt so eigentlich wirklich sehr viel profitieren davon. Okay. Herz unter Steuern plötzlich bekommen. Ganz komisch gewesen. Aber Alonso holen wir schon wieder. So, DRS. Kein DRS. Okay. Holen ihn halt so. Wir sind sehr schnell. Das wäre ein bisschen zu früh gewesen oder wäre ein Dive gewesen. Komm, in der SS verliere ich einfach so viel Zeit immer. Oh, Rosberg ist auch da. Ja, vielleicht komme ich jetzt ein bisschen näher an Alonso her, wobei... Ich muss ja in die Pits. Das ist unglaublich. Boah, meine Reifen. Richtige Reifenproblem gerade. Alonso geht in die Pits. Oh, ups, habe ich ein bisschen den Hamilton aufgehalten. Ich merke, hinter mir ist niemand. Ah, wird schwierig da. Los. Hamilton hat sogar müssen warten, wenn ein paar durchgefahren sind. Alonso ist jetzt in Reichweite, nicht in Greifweite. Damit haben wir unsere Strategie Weil durch. Du musst es jetzt KI ist am Anfang auf der, oder nach den Pits sind sehr, sehr langsam. Und das sollten wir jetzt endlich holen können. Oh, gelbe Flagge. Innen mehr. Hamilton dus. ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Wow, okay. Und er fährt durch die Championship noch. Nicht gut. Sebastian derzeit auf P4. Der Unterschied beträgt 16,4 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen.
Okay, da kommt gerade der Sepp raus und ich wollte wissen, wo er ist. Und er ist super soft. Aber wird jetzt etwas werden. Er wird viel schneller sein als ich. Zudem ist ja der Ferrari auch schneller. Oh, weit draussen. Ah, da habe ich mich vertan. Wheel to Wheel. Lassen wir es dich gleich wissen. Er wird viel die bessere Traktion haben sein. Oh! Also da berühren wir uns. Alter, was soll das sein jetzt bitte? What the fuck? What the fuck is he doing? Also ich habe keine Ahnung, wie das jetzt genau war. Ich hätte jetzt noch gerne eine Zeitlupe anschauen, aber ich muss dann nachher das Replay besser gesagt. Ich muss nachher die Wiederholung nochmal anschauen. Ich darf es einfach nicht vergessen. Runde 11 war es. Nein, 10. Ich darf es nicht vergessen. Es nimmt mich Wunder. Also es kann schon sein, dass es mein Fehler war, weil ich ja auch übergezogen. Aber ich glaube, in der Position, wo ich war und wo der Sepp war, wäre es für ihn nie aufgegangen. Also von dem her. Aber ich schaue es nachher nochmal an und dann schauen wir es nach dem Rennen nochmal an. Dann jetzt analysieren, was so genau schief gegangen ist. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Nein, 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 nein. Oh, er kürzt einfach ab. Was macht er? Oh, sorry, Vettel. Jetzt habe ich gerade auf dem Curb aber die Kontrolle fast verloren. Jetzt kürzen wir auch noch ein bisschen ab. Let's go. Oh. Alter, ey. Kann man sich nicht beschweren. Wirklich ausgezeichnet. P4, sehr schön. Alter, ey, aber der Vettel hat recht Druck gemacht in der letzten Runde. Also, hier sind die Fahrer, die es nach diesem So, jetzt müssen wir geschaut die Wiederholung anschauen. Der Vorsprung unseres So, also, da haben wir die Situation nochmal. Wir gehen jetzt mal auf den Sepp und mal seine Perspektive anschauen. Ja, es wird eh so sein, dass ich reingezogen habe. Habe ich jetzt gerade gesagt, es wird so sein, dass ich reingezogen habe? Was macht der Sepp? Wieso kommt er da über? Ich meine, ich habe ja meine Linie relativ gehalten, aber er... Also, ganz ehrlich, ich sehe da nicht den Fehler bei mir. Also, in meinen Augen ist das eigentlich mehr so im Sepp sein Fehler. Schau mal, da sieht man es sogar noch besser. Da sieht man es sogar noch besser. Kann ich da irgendwie so Slow-Mo machen? Glaube ich nicht, ja? Ich gehe sogar auch über. Ich gehe sogar auch über. Aber ich gehe nicht so streng über wie er. Und er hittet mich. So, also sind wir da zurück wieder an unserem Laptop. Wir können noch das Update reinhauen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, was ich mache. Ich glaube, das Motor. Ja, Motor mache ich mal. So. Dann haben wir auch hier nochmal ein bisschen Updates reinkommen. Wir können ja zum Glück bis Ende Season Updates reinhauen, da wir ja ins neue Game reingehen. Bin ich nicht eigentlich verpflichtet. Oder ja, ich muss nicht die Ressourcen oder die F&E einstellen für das nächste Jahr, um mehr Ressourcenpunkte zu sammeln für die nächste Saison, weil wir keine machen hier im 16. Ja, aber ich muss sagen, ist ein gutes Rennen gewesen. Also ja, ich denke, es wäre... Ja, mehr wäre nicht drin gelegen. Wir hatten die Pace nicht gehabt. Also wir haben es gesehen, dass doch die schneller sind als wir, also sprich Mercedes einerseits, Red Bull und Ferrari und auch McLaren, die sind einfach viel schneller gewesen. Die sind uns voll davon gefahren. Aber es war okay gewesen. Es war wirklich okay gewesen, muss man sagen. Gut, wir sind jetzt
noch 3 Rennen vom Saisonfinale empfehlen, beziehungsweise 2 Rennen noch, und dann kommt das Saisonfinale in Abu Dhabi. Das nächste Rennen ist in Mexiko, und falls euch die Episode hier in den USA gefallen hat, in F1 2016, würde es mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns wieder in der nächsten Episode, und bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag, macht's gut und ciao!